Willkommen zurück in unserer schicken kleinen Burg namens Camelot, hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Ja, seit dem letzten Part ist für mich ein bisschen Zeit vergangen, also sprich von der Aufnahme her, wo ich auch genug Zeit hatte, um Kommentare die durchzulesen, aber natürlich auch, um mir selbst ein paar Gedanken zu machen, wie ich künftig die Parts ein bisschen gestalten möchte. Gestalten heißt vor allem so weit, wie, also man natürlich Kämpfe selber ist gar kein Problem und die Schlachten selbst, die Kapitel und so weiter, aber wenn man halt jetzt, wie jetzt hier zum Beispiel, zwischen Kapiteln steht und dann ist halt die Frage wegen Inventar und so weiter. Mache ich das zum Beispiel on-screen oder mache ich das off-screen, also sprich, zeige ich euch das oder mache ich es irgendwie hinterrücks, weil ganz ehrlich, wenn das, ich würde mich da eher ein bisschen auf einen Mittelweg festlegen, sprich, dass man jeweils zwischen den Parts so überlege, welcher Charakter bekommt welche Waffen noch, also sprich schon offscreen eigentlich einkaufen gehe, dann mir so ein paar Gedanken darüber mache, wem gebe ich was und wie, wo, war und das auch dann jeweils zu Beginn des nächsten Partes zeige und vielleicht sogar teilweise nochmal erkläre, wie denn das momentan genau aussieht, was ich mir halt so Gedanken gemacht habe, weil das wird sonst noch mehr auf Zeit gehen, der Parts, und ganz ehrlich, bei Fire Emblem, ich hab schon damals gemerkt, bei Fire Emblem 9, also sprich bei Path of Radiance, das, ja, wie gesagt, so ein Mittelweg und so offscreen zwischen Part ein bisschen überlege. Also oftmals besser, wenn ich nicht quatsche, weil ich mich ein bisschen, ja, für mich selbst ein bisschen überlegen kann. Kommt am meisten ein bisschen was Besseres dabei raus, als so wie es sonst sein könnte. Gut, denke mal, aktuell sieht unser Team ja wie folgt noch aus. Ich habe eigentlich nicht großartig was geändert, außer hier bei Rinka, glaube ich, noch Wurfkeule und Eiskeule gegeben. Ich glaube, Wurfkeule hatte sie bereits, glaube ich. Ansonsten sieht noch mehr oder weniger alles so aus, wie es sein müsste. Ich war zwar bereits einkaufen, es war aber nichts Besonderes dabei, daher... Jo. Nicht großartig irgendwie anders. Ja, war auch die Frage, soll ich jetzt hier Hayata bereits trainieren, anstelle auf eine Orochi, oder soll ich beide nehmen, weil Kleriker braucht sowieso ein bisschen mehr Magie im Team. Das ist noch so eine Frage von den Fähigkeiten, weil er hat hier natürlich die Fähigkeit mit Stolz. Alter, hier auf dem kleinen... Scheiße, ja, ich sag momentan halt wieder hier auf dem kleinen 3DS, wenn da halt offscreen da irgendwie kurz überlege und Inventar und so weiter gehe. Sag mal, ist auf dem großen 3DS und es war mit dem Touchscreen um einiges angenehmer. Aber gut, ist ein anderes Thema, muss halt, ja, vielleicht sogar mit dem... Wo ist er jetzt überhaupt? Mit dem Stift? Stift, wo bist du? Hä? Stift? Hallo? Wo ist der verdammte... Ah, da hinten ist er. Ja, komm, raus! So. Mit dem Stift ein bisschen agieren, weil mit den Fingern... Jetzt gehen hier viel zu große Daumen und Finger und alles mögliche. Ja, ich habe mehr als Finger und Daumen, stellt euch vor. Gut, wo war ich stehen geblieben? Genau, Hayato, wegen seiner Fähigkeit, vor allem hier mit dem Stolz. Das ist gar nicht mal so übel. Wir würden natürlich auch gerne mal Asam noch ein bisschen trainieren. Gut, wie gesagt, das Mönch. Momentan hat er halt sowieso nur Stäbe drauf. Aber vor allem die heilige Vergeltung, das Ding ein bisschen mehr im Teambonus einsetzt, weil die sollte schon krass stark sein. Jo, ansonsten, ich denke mal, entweder Sais oder Käse als Ninja. Übrigens, auch vielen Dank dafür noch für den Tipp. Ja, Schlossknacker. Gut. Ist auch geklärt. Ich dachte zwar, es geht noch irgendwie, ja, naja, Schlüssel wie früher, aber gut, jetzt momentan nicht mehr. Windkap 150% bei Angriff, 120 KP für 2 Feldern. Okay, gar nicht mal so übel. Chancenprozent von Glück, aber er hat nicht so viel Glück. Das heißt, die Fähigkeit von Case lohnt sich gar nicht so besonders. Ich muss echt gucken, welche Einheit ich einsetze. Zum Beispiel irgendwie Tsubaki und Hinoka oder nur Hinoka. Oder sage ich irgendwie gut, weil Hinoka irgendwie auch noch Stärke und Magie hat. Was sie vielleicht sogar bald schon mal umwandeln. Soll das halt können. Sprich irgendwie eine ja. Früher hießen die noch Dunkelschwingen. Ob es heute noch so ist, eine andere Frage. Hinoka muss schon dabei sein. Vor allem unsere Schwester und so weiter. Gut, ein anderes Thema. Geht's endlich los hier mit dem eigentlichen Let's Play. Also welche haben? Ja, dann keine Süßigkeiten. Muss ich das verwechseln. Die keine Süßigkeiten wollte. Du Kleiner. Der Süßigkeiten liebst. Freust. Du sollst in Ruhe gehen, man Esco dann gegen überhaupt nichts an. Das ist völlig recht. Unsere Bergen. Die da wissen.
Ja, ich denke, dass ich hier die Gespräche nicht unbedingt synchronisieren werde. Weil es immer so viel, das geht zum einen zu Lasten des Parts, also der Part-Zeit, aber auch zu Lasten meiner Stimme. Und Fire Emblem ist sowieso generell eine Serie, wo man selber quatschen muss. Na schön, keine Sorge, macht keine Gedanken. Ja, immerhin schon mal B. Oh je. Tsubaki und Hana. Ja, Hana, unsere Samurai. Na kommt das Reiten. Du bist einer versagt. Bist du bereit? Bereit geboren. Dann los. Oh Gott, oh ja. Dann nehme ich an, du bist ein Luftritter. Aber ja, man kann hier wechseln und so weiter. Was meinst du? Lücken an der Deckung. Boah, voller Stochen. Willst mir veräppeln? Lalalala. Ja, man hat auch schon überlegt, ob man diese Gespräche irgendwie auch offscreen machen soll, aber nee, ich finde, da sind doch teilweise noch interessante Details dabei, die ich euch dann doch zeigen möchte. Also, man muss ja auch nicht irgendwie alles innerhalb eines Partes schaffen und ja, überall optimal mit der Zeit arbeiten. Der Punkt geht an mich. Jo, der Punkt auch. So, was haben wir noch? Orochi und Saizo. Orochi, naja, da muss man erstmal gucken. Ich denke mal, vor allem am Anfang ist noch wichtig, dass alle ihre Items haben. Und danach, Setsuna ist zwar Schütze, aber wir sollen ja bald auf unseren nächsten Bruder treffen und der ist auch Schütze. Nehmen wir sich halt früher, vor allem bei Fire Emblem, wollte gerade sagen Fates, nee, natürlich bei Awakening zu selten gemacht habe. Du bist du? Ja, also schon bei Awakening viel zu selten gemacht habe, war die Klassen zu wechseln. Mein Meistersiegel zu entwickeln ist seine. Aber mit 2 Ziegel haben noch die anderen Klassen. Ja, das ist. Habe ich echt zu selten gemacht, muss ich ja ein bisschen öfters machen. Und jetzt hier bei Vermächtnis können wir uns auch noch leisten, weil, wie gesagt, wenn hier ein Charakter drauf geht, der ist im nächsten Kapitel wieder mit dabei. Cool. Das wäre natürlich was anderes bei, jo. Bei Herrschaft zum Beispiel, wenn es dann doch so sagt, wie ich es mir vorstelle. Aber bis dahin haben wir natürlich noch viel gelernt. Also hoffentlich. Bohne halten wäre vermutlich etwas für... Genau, Lilith. Privatquartier. Von wem? Nein, natürlich unser. Die lieben uns alle. Ja, was ich auch gesehen habe vorhin. Man kann echt Rang S mit seinen Geschwistern eingehen. WTF. Ja, muss ich auch sagen, fand ich schon leicht seltsam. Well, Wie soll Mensch zu werden? want to try my hardest to be a better person. Kein Problem, Schwesterherz, so sind wir eben. Frisur. Schön, immer die Frisur, ey. Nein, die bleibt so wie sie ist, fertig. Kann ich jetzt am Schluss nochmal ändern. Also just as fun. So. Miteinander quatschen. Dann haben wir ein Horoskop. So ist Konfekt erhalten. Dann gucken wir alles nachher an, Freunde. Yes. Okay, nochmal gesehen. Quarzquelle. Okay. Victory is mine. Victory is mine. Oh, Setsunas Yumi. Ja, das wird vermutlich Setsuna gehören, wenn man so fragen darf. Oh. Entschuldigung, das war das Falsche. So, jetzt Setsunas Yumi ist Rang D wie sie. Wird schon seinen Grund haben. Steht Unterstützungsgespräche. Oh. Ja, seht ihr, Rang S wäre hier sogar möglich. Hier haben sie es rausgenommen. Ganz gut, glaube ich. Kälte man Marsch? Nee, ich habe mal bessere Gesundheit. Was machen? Dann wollen wir mit Menschen umgehen. Dann ist sie kein Mensch. Ja, seltsam. Was haben wir hier noch? Reden, nö. Pfirsichhain.
Dankeschön, Kumpel. So, haben wir langsam alles? Ich glaube schon, war. Dann zu Lilith, zu ihrem Tempel. Wir haben Boden, Daikon, Pfirsiche. Naja, sie mag das. Das ja. Und Level 4. Alter, immer 100 Erfahrungspunkte, ist das geil. Ich frage mich, ob diese auch noch optisch entwickeln wird. Also sprich, jetzt ist sie Astraldrache, ob sonst noch etwas anderem wird. Goldbahn erhalten, Alter, ist die wahnsinnig. Welcome. Ja, jetzt ist natürlich er wieder hier, von wegen, was? So, jetzt schon besser. Heute Fähigkeiten, wenn er natürlich auch noch mal Gelegenheit macht. Hä? Verarschen? Nur 300, da waren früher mal viel mehr. Ja, leck mich am Arsch. Hä? Hat aber ursprünglich mal irgendwie 1000, sogar 2000 gegeben. 300 bloß. Ich speichere ab, das ist mir zu doof gerade. So, Freunde, Zeit fürs nächste Kapitel, würde ich sagen, wa? Ja. Laufen kann ich so aber nicht, wa? Schade. Well, Ich kann eine Schmiede bauen, ein Gefängnis, über die Gefangenen, sich dir anzuschließen. Crit 5 Verteidigung im Schloss. Oh, das wäre vor allem geil. Ich denke vor allem unsere, naja, Ziehfamilie. Wenn die irgendwie gefangen nehmen können, bei den Gefangenen sich dir anzuschließen. Da muss ich aber bestimmt... okay, ja, wir haben noch viel zu tun, Freunde. Aber Gefängnis wäre schon krass. Jetzt mal ganz doof gucken. Natürlich ist noch keiner drin, ist klar. I won't lose. Fähigkeit einfangen in Führung, genau. Da haben wir eine im Prinzip. Gut. Ja, bin gespannt, wie das genau sein wird. So, next fight. Wir könnten... Haben wir schon ein paar DLCs drauf? Noch nicht, wa? Gut, wir sollen es ein bisschen später machen. Belagerung... Weltall plötzlich? Was haben wir jetzt für Zeit nach 12 Minuten? Ja, weißt du was? Warum eigentlich nicht, wa? Das ist auch der Eingang zum Nintendo eShop, ist klar. Ne, bevor wir mit Kapitel 9 beginnen, will ich doch erst in dieser Folge noch die Nebenquest versuchen. Einfach mal so, weil wir es noch nie gemacht haben. Ein tragischer Beginn. Oh. Das klingt scheiße. Lauf, Musu, lauf, Liebling, und zieh dich zurück. Mutter, nein, meine Hand, wir fliegen zusammen. Nein! Mama! We've got trouble. We've got trouble, der wird raus sagen. Liegt alles in Schutt und Asche, wir sind zu spät. Nein, es muss Überlebende geben. Mit Glück können Leute entkommen, aber wenn hier noch irgendjemand ist... Warte auf die Suche, Freunde. Jo, das tun wir. Wie viel kann ich mitnehmen? Alter, das sind ein bisschen wenig. Erstmal gucken, wa? Ja. Eine ungesichtige. Wenn die Konstruktion unpassierbar ist, wie kann ich denn trotzdem ein paar noch rekrutieren? Ist egal. Gut, wie machen wir genau, oder legen wir genau los? Rinke hat sowieso noch Training nötig. Case auch. Ja, kann man doch etwas mal versuchen. Subaki kommt raus, aber Hinoka rein. Felicia, die ist Level 5, so lange noch trainiert werden. Schreinjungfer, bleibt sie bitte mal raus. Du bist diejenige mit der Fähigkeit, wa? Nö. Sie das oder eigentlich schon mitkommen? Orochi war die mit der Fähigkeit, okay. Nehmen
Dann bleibt doch Asura mal auch draußen. Ich wollte eigentlich ihn noch mitnehmen. Ja gut, wenn sowieso... ihn einfangen, wenn sowieso keiner da ist, dann machen wir es mal so. Und Silas kommt noch mit. Case brauche ich eigentlich nicht, wenn so... Na, aber passt schon. Nö, lassen wir so. So, Position vielleicht noch irgendwie ändern. Was? Oh, schade, Kombi. Okay, ich kann bereits von Anfang an kombinieren, aber... Hä? Nicht so viel? Ja, dann nur gerade wegen Rochade. Klang gerade ein bisschen sehr crazy. Dann ist er mal hier unten mit Silas als Verstärker im Rücken. Gut, Hinoka haben wir da. Ist zwar gerade ein bisschen doof, weil sie kann ja reiten. Daher... Jo. Let's fight! Mutter, mein Dorf! Sie sind alle tot. Ich bin allein und ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Und diese Monster, es werden kaum um mich holen. Nicht, wenn wir noch da sind, um dich zu verteidigen! Ja gut, dann noch mal gucken. Die Kettenfaust. Natürlich hier auf der Ebene. In den Wald zu gehen natürlich praktischer, weil wir treffen nur 80. Ich meine, ich muss mal testen, wa? Schmeiß auch Case mit rein, der natürlich ein bisschen wenig Defense mehr gerade. Ja, wir müssen uns Defense, wa? So. Ja, versuchen wir es mal. Die Kettenfaust. Nein, kann ruhig ein bisschen nach vorne, weil sie hält einiges aus. So, und ich gehe noch hier hin. Mich als Unterstützung, dann nicht... Okay, war jetzt nicht ganz so praktisch. Ja, wenn es läuft, vielleicht die Beine nach unten noch. Daneben! Schurkenstyle! So schnell kann's gehen. Tschüss! Ja, Tschüssikowski. Das ist sehr reich, geil! Wieso gehen sie aufs ihn los? Mann, Rinke soll trainiert werden. Alter, trainiert mal treffen, ey. It had to be done. Yo, würde auch sagen. Oh, verdammt. Der trifft dann doch noch ordentlich. War ja klar. Jetzt muss dir passieren. Ochsenfaust geht doch auf 2 Felder, ja. Natürlich noch, wenn ich treffe. Scheiße. Da könnte man eine kleine... Alter, ist immer so klein, oder was ist los? So, geht doch. Heile ihn mit dem Sonnenfest. Es ist ein Fest. So, dann haben wir die 4 hier oben. Und ich jetzt Hinoka, weil ich bin ja eigentlich schon stark genug von dem her. Die einfach nur Defense-Werte hat. Das ist einfach... Boah, das ist nicht normal. Man überhaupt keinen Damage. Und vor allem die Waffe, die sie hat, die zerbricht ja auch nie. Da muss man echt erst gewöhnen, Leute. Dass Waffen nicht kaputt gehen. Klar, Stäbe gehen kaputt. Ich meine, bei Tränken ist klar, dass die mal verbraucht werden. Warum gehen Stäbe kaputt, aber Waffen nicht mehr? Ich werde, glaube ich, nie kapieren. Ja, mach mal so, weil ich will ja, dass unser kleiner Junge den platt macht. So krass, so ein Drachen und sie.
Oh yeah. Muss auch wieder ihm überlassen, wa? Bis man heilen kann. Silas mit dem Stahlschwert! Ja, schade. Looks like we have no choice. Prepare yourself. Oh oh. Jo, jetzt ist sie sauer. Das sind immer so Treff mit der niedrigen Trefferchance. Da muss schnell runter. Ja, deswegen, weil die Young sie bereits auch Menno. Ja gut, ist nun der vielleicht bezweifelt, dass in unserem Team eine gute Einheit wird, aber trotzdem muss er schnell runter, also geht mal gar nicht. Jetzt geht direkt mal mit, wa? Gar kein Trank, aber gar kein Trank mitgegeben, ich Trottel. Nein, nicht trennen. Wechseln, so. Mach jetzt hier genau weiter. Im Prinzip ist hier oben sowieso easy. Da kann ich echt nur einfach so quasi durchmarschieren. Ja, schon ein bisschen vorschwächen. Bläh, bläh. Und hier kommt die Keule des Verderbens. If I may. Aber echt das Gefühl, dass Rinken noch viel Potenzial hat momentan. Vielleicht ist es auch die falsche Einheit, oder Baba? Vor allem, sie kriegt eben noch relativ viel Magie dazu und das braucht sie nicht. Natürlich mal wegen ihrer Fähigkeit, Resistenz rauben. Das ist natürlich schon praktisch für ein Teammitglied, die Magie einsetzen kann, aber für sie selbst bringt es überhaupt nichts, wenn es den Gegner ja, Resistenz raubt. Also natürlich, wie gesagt, er kann mit ihr. Vielleicht gibt es noch so eine Art Oni-Magie oder so etwas in der Art, dann natürlich was anderes. So, wenn ich jetzt den platt mache, das ist kein Problem. Whatever works. Ja, du sagst es. Du. Ich trotzdem mal hier hin. Kombi heilen müssen wir also nachher die Kleine machen. Wie sieht's hier aus? Oh, das war zu befürchten. Strong enough. Ich konnte es nicht aufhalten, vielleicht wollte ich auch nicht mit euch kommen. Das ist natürlich übel, weil die einen hätten wir rekrutieren können, wäre ja bloß schneller gewesen. Aber das ist jetzt auch ziemlich übel, dass du von Anfang an direkt runter musst. Gut, wie gesagt, war jetzt keine so wichtige Einheit in meinem Sinne. Jetzt vielleicht hätte sie Top-Potenzial gehabt, wäre die stärkste Einheit im Spiel geworden. Das könnte durchaus alles sein, Leute. Da ging es mir echt ein bisschen mehr ums Testen, muss man so sagen. Ja gut, aber auch zu den Erfahrungspunkten. Kommen wir überhaupt so weit? Ja, da wird sogar klappen. Dann geht sie vielleicht sogar mal hier hin, weil wie gesagt, sie ist so stark, die killt hier alles im Alleingang. Was die für Defense-Werte hat. Sprich, Verteidigung plus Resistenz, da ist ja Wahnsinn. Tja, und für uns ist leider eine ziemlich negative Erfahrung halt, dass wir eben zu langsam waren und deswegen, alleine wegen unserer Schuld wieder mal, dass eine Einheit verstorben ist, oder anders formuliert, ein Mensch. Das war einfach gerade, wenn ich Rinke jetzt hier hinstelle.
Sie hat nicht so schnell viel Geschwindigkeit. Mit ihm kombiniere. Für ein bisschen mehr Speed, genau. Und sie auf den zweiten Angriff hinpacke. Klappt das so? Beispiel von Case, das war klar. Also die Kombi-Einheit. Da ist die übel! Vor allem mit ihrer Wächter-Naginata, die gehen nicht kaputt, keine Chance. Klar, sie machen so viel Damage, aber die Werte, die sie drauf hat, meine Fresse. Ja, ich glaube, unsere Schwester ist mit dem echt perfekt, um andere Einheiten zu schwächen. Krass. Einfach nur krass. Und der Part ist mal vorbei, sehe ich gerade. Aber egal, erstmal müssen wir hier fertig machen. Komm schon, einmal, zweimal. Alle schön schwächen. Für unseren Ochsengeist. Ja, die Punkte gefallen mir sehr gut. Dann kann er das machen, weil ganz ehrlich, die sind einfach ein bisschen erhöht, da wird niemals ein One-Crit werden, auf keinen Fall. Kann ich den mal noch ein bisschen schwächen und ich als Michael kann ein bisschen zugucken. So. Ja, muss echt nichts machen, dass sie mich noch aussehen angreifen. Nö. Lassen wir es so. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, wie sieht denn jetzt auch, wenn ich hier angreife? Nö, es klappt also nicht, das zu kombinieren. Oh, das ist aber schade. Wäre natürlich auch geil gewesen. Aber so klappt's wiederum. Das ist natürlich auch eine interessante Kombi. Don't forget me! Niemand vergeht dich. Der kann nur einen fällen, nachher kommt der wieder gut. Die Bronzekeule auf die Nase! Hojo! Ja, da lacht sie. Level D, na endlich mal. Das war aber bitter nötig, Freunde. So, Part ist da vorbei. Aber ich habe die ersten 10 Minuten irgendwie nur rumgequatscht und Inventar und so weiter. Können wir jetzt ruhig ein bisschen länger machen. Natürlich noch gucken. Wie gesagt, hier ist Konzentration unpassierbar. Ich glaube, dass ich hier noch etwas holen kann. Aber hier könnte es klappen, wa? Hier fehlen sowieso noch ein paar. Let's go. Let's go! Jetzt waren nur noch 7 Damage. Mit seinem Ochse. Tja, selber schuld. Ja, das kommt langsam doch noch. Hier unten kommen wir zu wenig schnell vorwärts. Kannst du ganz kurz den Plach machen? Dankeschön. Careful out there. Like I was gonna lose. Gonna lose. So, Wachstumswerte. Ja, also wenn das so weitergeht in dem Tempo, dann haben wir ein bisschen was vor uns. Ja gut, immer mal 5 Damage, aber ist trotzdem noch meilenweit von Gut und Böse entfernt. Selber angreife. Ja, in Kombination kann natürlich durchaus klappen. Everything will be alright.
Heya! Phew. Heya, heya, ho, ho. Schön. Aber dann echt hier ist nichts mehr zu holen, oder? Nö. Dann, wenn der sowieso gar nicht kommt, gehe ich mal runter. Denn sie soll natürlich nicht irgendwie hier etwas zerstören. Das wäre ziemlich ungeil. Was eigentlich fürs Erste auch fertig. Vielleicht kann er noch was reißen, wer weiß. Oder beißen. Nee, hier ist echt nichts mehr zu holen. Einerseits schade, andererseits logisch. Also von dem her erstmal hier heilen. I won't lose. Ich überlege sowieso, ob ich Heilungseinheiten nicht künftig einfach alleine lassen soll. Aber natürlich solche wie sie, die auch noch kämpfen können, weil dann kann sie einerseits können sie zweimal angreifen, andererseits kann sie halt immer heilen, wenn es jetzt eine Kombination ist, ist ja teilweise ein bisschen doof. Also, ja. Wie gesagt, muss man ein bisschen abwägen können. So, Eisenkeule 8% Crit. Ja gut, ich meine natürlich, wenn halt die Trefferchance sinkt mit einer neuen Waffe, aber dafür die Crit-Chance sich ständig erhöht, ist das natürlich auch geil. So, lassen wir mal so, wegen Team-Kombi passt schon. Jo. Ja, hier müsst ihr erstmal durchkommen. We can do this together. Not paying attention with all my strength. Ja, wenn Rinke nicht kritten kann, sie kann es schon. Ich bin ein wenig stärker geworden. Du, du, du. Ja, das stimmt. No hesitation. Schon zur zweite. You're toast. Sie kann's noch. You're toast. Dann natürlich ganz geil, Freunde. Wie gesagt, die Werte, vor allem die Stärke bei ihr. Für Level 7, da geht's vielleicht noch, aber generell. Nee, so für ein Barbar oder so etwas in der Art. Da muss die Stärke viel, viel höher sein. Die Frage ist halt, warum kriegt sie immer trotzdem Magie? Ist da irgendwie etwas in ihrem Inneren, sprich eine andere Einheit, die hervortreten will? Müssen wir sie schon bald mal umsatteln, sprich umverwandeln? Oder aber wird sich ihr wahres Potenzial als Oni-Barbar erst noch entfalten? Diese will es mehr in der nächsten Episode hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!